wie der Pizzäla sein Loch gekriegt hat. An einem schönen Herbsttag sind der Teufel und sein Diener, der Eulenspiegel, vom Julier her durchs Oberhalbsteig spaziert. Überall haben sich die schönen reifen Kornfelder im Wind gewiegt und die Herdöpfeläcker haben auch darauf gewartet, dass sie geerntet werden. Überall sind die Bauern auch schon beim Ernten gsi. Wo die beiden so an einem schönen Herdöpfelacker vorbeigekommen sind, meint der Eulenspiegel: Wir könnten das auch. Was die Bauern können, was meinst, können wir auch. Wir könnten so einen flotten Acker teilen. Der Teufel war einverstanden und der Eulenspiegel fragt: Was willst du? Oben oder unten? Der Teufel hat die schönen Herdöpfelstuden mit den feinen, kleinen, runden Früchtchen gesehen und denkt: Ich bin nicht so blöd und nehme das unter der Erde, wo ich nicht weiss, was es ist, und ruft: Oben! Wo der Eulenspiegel aber anfängt zu graben und die wunderbaren Herdöpfel zur Erde ausgraben, sieht der Teufel, dass er schön dumm war und ärgert sich rot und blau, dass er sich so anschwindeln lassen hat. Anmerken lässt er sich aber nicht. Wo sie mit der Ernte fertig sind, haben sie sich wieder talabwärts auf den Weg gemacht. Wo sie die Schlucht bei Rhone hinter sich hatten, sind sie bei Tinizung an schönen Kornecker vorbeigekommen. Das haben sie auch wieder nicht anstehen lassen können und der Eulenspiegel fragt seinen Meister, der Teufel: Was willst du? Oben oder unten? Einmal bin ich als dumm verkauft worden, jetzt verwünscht er mich nicht mehr, denkt der Teufel und er ruft: Unten! Kaum hat der Eulenspiegel aber angefangen, das Korn zu schneiden, hat der Teufel merken, dass er wieder der Dumm war und nur Stroh hatte. Voller Wut hat er angefangen zu streiten und am Eulenspiegel allerlei Schlötterchen an den Kopf geworfen. Das ist Betrug, Gaunerei, und seine Augen sind immer mehr rausgestochen. Böse Blitz hat er am Eulenspiegel zugeworfen. Der arme Kerli hat immer grössere Angst gekriegt. Er hat seinen Meister allzu gut kennt und gewusst, wie gefährlich der sein kann. So lang hat er aber gar nicht abwarten. Vorher hat er sich aus dem Staub machen. Mit gewaltigen Sprüngen hat er sich gegen die Walderde davon gemacht. Wo der Teufel das gemerkt hat, ist er überzeugt gsi, dass sein Diener ihn betrogen hat und sich jetzt drum auf und davon mache. Da ist er mit grossen Sprüngen am Eulenspiegel nach. In der nächsten Gröllhalde packt er einen riesigen Felsbrocken, tanzt ein paar Mal um sich herum und schleudert am Eulenspiegel den Felsbrocken an. Er verfehlt ihn aber weit aus, weil er statt mit Verstand mit Wut geschossen hat. Statt der Eulenspiegel zu treffen, fliegt der Stein an der Pizzäle und durchschlägt mit so einer Wucht die glatte Felswand, dass er auf der anderen Seite von Bergün wieder rauskommt. Seither hat der Pizzäle oben in der Felswand ein Loch und am Morgen kann man sehen, wie die Sonne durchs Loch scheint.